Meine Vierredner haben sich in ihrer Zeit gehalten und ich will das doch machen. Wir haben noch gesagt, aus Anlass vom Tod von unserem Grand Duc gibt wir keine öffentlichen Veranstaltungen machen. Wir müssen das heute ein intern gemäht für unser Wahlprogramm vorstellen, aber man wird noch nicht an einer gewissen Diskussion, Streitdiskussion über andere Parteien dürfen heute noch einen Teil diskutieren. Die Wahlprogramme aus dem Nationalkomitee angeholt gehen, durch die Führung erschleichen, das auch von mir und bei uns im Internet sieht. Aber wir wollten heute verschiedene Schwerpunkte aus unserem Wahlprogramm hervordrehen, meine Kolleginnen und Kollegen, und da eine Reihe von Punkten gemäht. Wenn da unser Slogan guckt, den oben drauf steht, das ist am Anfang unser Hauptslogan für ein Europa von den Nationen. Die Wahlen, die wir haben für das Europaparlament, das ist eine Richtungswahl. Aber wir müssen ganz stark an der Wahlkampagne auch darüber Diskussionen konzentrieren. Weil Leute sich nicht genug Gedanken machen, was ist das, eine Richtungswahl? Es gibt zwei große Tendenzen in Europa, die daran bestehen, dass die eng wollen einen zentralen europäischen Staat, einen föderalen Staat machen, Vereinigte Staaten von Europa, so wie wir die in Amerika haben. Und die zweite Tendenz, das ist die mehr unterstützen, wie die mehr ansetzen, das ist Europa von den Nationen. Wo besteht die große Differenz zwischen den zwei Systemen? Bei einem europäischen Zentralstaat, du hast Decisionsgewalt auf europäischem Niveau, und die Nationalparlamente müssen das exekutieren, was auf europäischem Niveau dezidiert wird. So kein Matspruch hat, aber sie müssen nicht exekutieren. Im umgedrehten Fall, was wir sind nach Europa von den Nationen, du hast Decisionsgewalt auf nationalem Plan. Wir sind als Nationalparlament, aber wir gehen ein Teil von unserer Souveränität in Europa auf, wenn wir meinen, das kann auf europäischem Niveau besser gemäht gehen, mit das immer zurückzuholen. Das heißt, wenn das Lützburger Parlament sieht, wir haben eine Souveränität aufgehen, aber wir geben an einer gewissen Situation gesehen, dass das als Geschwürde können wir sie auch im Zirkel. Das heißt, die erste und die letzte Decision bleibt immer auf nationalem Plan. Das ändert als eine Situation, da muss ich nicht haut schon, dass wir Direktive kriegen von Brüssel, die noch schon laut den Treten möglich sind, Direktiven, die das Nationalparlament dann noch just umsetzt, und zwar müssen umsetzen. Der Fred würde ich für ein Beispiel gehen, von der Copyright-Direktive, die dezidiert genoss, wo die Lützeburger Europadeputierten am Europaparlament dagegen gestimmt haben, wo der Lützeburger Minister am Ministerkonseil dagegen gestimmt hat, mit der eine Majorität rauskommt, und wir müssen sie binnen 2 Jahren umsetzen. Das heißt, auch die Parteien, die an der Majorität sind, wie die LSAP, DP, an die Grünen, die am Europaparlament dagegen gestimmt, denen ihre Parteien müssen an den nächsten 2 Jahren in Lützeburg dafür stimmen, weil sie müssen umsetzen. Und wir kein Choix. Den europäischen Text, also können nicht so umsetzen, die dort nicht, wir wollen es nicht, nee, sie müssen es umsetzen, wenn wir es nicht umsetzen, dann muss man Strafe bezahlen. Und das ist eine Politik, die wir nicht wollen, die untergreift Souveränität von den einzelnen Ländern. Die anderen Parteien sollen im Prinzip auch, sie wären nicht für einen europäischen Zentralstaat, und zwar für was? Aber weil sie wissen, dass die große Majorität von den Leuten in Europa gegen so einen europäischen föderalen Zentralstaat ist. Und weil sie das wissen, schwätzen sie nicht drüber, und sie sollen im Prinzip auch nach mir sind dagegen. Wir sind Etappe für Etappe gehen Decisionen geholt, die immer weiter an die Richtung gehen. Wir haben schon eine ganze Reihe von Decisionen, wo wir machtlos als Lützburg oder allen Ländern gegenüber steht, die auf europäischem Niveau geholt gehen. Und der Ferner Karteiser hat es gesagt, wenn wir eine europäische Armee kriegen, haben wir nichts mehr zu sagen. Da wird lang auf europäischem Niveau dezidiert, und wir exekutieren. Es gibt sogar Tendenzen, die so eine Familienpolitik auf Europa verlagert gehen.
dann haben wir nicht mehr in unserer Familienpolitik, sondern wir müssen just das machen, was an Europa dezidiert wird. Und so geht es immer mehr Politiken, wo versucht wird, die in Europa zu transferieren, an wo die Nationalstaaten nicht spielen. Und dann noch, wenn man eigentlich das Vereinigte Europa haben, den Zentralstaat an Europa haben, da könnte man sicher sein, da könnte die nächste Etappe so und so, aber für was müssen die warten nach die Nationalparlamente, die Treaty ratifizieren, so können wir sowieso nicht mehr so. Also brauchen wir es auch nicht mehr ratifizieren zu lassen, wir dezidieren das zu Brüssel und sie exekutieren das, was wir zu dezidieren. Und dürfen auch an dieser neuen Verfassungsreform, die lo viel leid, durch den Lo dran, dass Lützeburg kann Souveränitätsrechte temporairement aufgehen. Und an der neuen Proposition, die lo um dich leid, du hast das Wort temporär rausgeholt. Das heißt, es kann also auch Souveränitätsrechte definitiv aufgehen. Du sie mir als ADR dagegen, wenn wir klar sagen, an dieser Logik als ein Nationalstaat immer an letzter Instanz den einzigen, der kann über das Schicksal von seinem Land, von seinem Volk dezidieren, an nicht Europa. Und dafür ist es wichtig, dass man mit den Leuten an den nächsten Wochen, die noch bleiben, die große Differenz zwischen einem föderalen Zentralstaat und einem Europa von den Nationen ist, dass man die Leute dafür dafür an Leute müssen, bei den Europawahlen dezidieren, ob sie für das eine oder für das andere sind. Da der ist für das Europa von den Nationen, wenn wir da mal noch überzeugt sind, dass das Europa eine Überlebenschance hat, dass wir darum angeschwärzt gehen, es kann nicht sein, dass die Sachen einfach unangenehm dezidiert sind. Für mich als Lützeburg überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wir haben 6 Europadeputierte von über 700. Wenn du aufgestimmt wird, brauchen wir überhaupt nicht mitzustimmen, weil die 6 fallen nicht ab bei den 700, rein theoretisch steht. Und am Conseil, da gibt es verschiedene Degreen von Aufstimmungen, wo einige Länder zählen, die anderen zählen Populationen mit, aber wenn die Populationen mitzählen, an dem Berechnungsmodus spielen wir mit unseren 600.000 Einwohnern bei 500 Millionen auch keine Rolle. Das heißt, dass wir essentiell für ein kleines Land, dass wir als Recht behalten, an letzter Instanz immer können zu dezidieren, was wir national mengen, was das Beste für unser Land ist und das Beste für unser Volk ist. Und dürfen der wird keinen europäischen Zentralstand gehen, es muss in Europa von den Nationen gehen und darüber müssen die Leute auch bei den Europawahlen mit dezidieren. Und wir machen alles als ADR und wir hoffen, wir haben eine gute Equipe, wir viele Leute, die uns unterstützen, dass wir auch bei den Europawahlen ein gutes Resultat kriegen, für als Lützeburger auch eine Vertretung am Europaparlament zu kriegen, die mal eine andere Stimmung, eine andere Meinung als Lützeburger Sicht an Europa ranbringt. Dafür so mehr merci.